Dat is de tweede boodschap, wat we nemen Roode Latren. En dat is de laatste boodschap. Nächste zondag waar we al in Oosten zijn. Roode Latren komt her, dat is een idee hoor ik van, dit zijn de woorden van Jezus. Ik weet niet, Jezus in de Bijbel gebruiken, maar ik gebruik de Bijbel voor Jezus zijn woorden in rood zijn, Rode Latren. En mij is het interessant, wanneer ik de woorden lees en ik loop me doorna wat zijn hier was en wat de lof zijn hier was daarom, hoe ze haar vertaald en met wat van toon wat hij gereed had. Veel van de dingen wat Jezus ook gereed heeft, wat in rood zijn, dat zijn geschichten, dat zijn parables, gelijkenissen wat hij gebruikt. En ik geloof dat de geschichten wat hij vertaalt, die weer niet plus te nemen, tijd door te veel, dat we nu wat tijd in een programma en dan Jezus, was du nog wat geschichten vertaald bist, omdat we met spoes had die tijd wat ernst zijn. Ik geloof niet dat het staat weer. Ik geloof dat de lateren wat hij zei, die weer geplant en die had nog allemaal meinung van jou te ons. En zo mijn boodschap van jou den aan ik Huachaunjeseenen, dat is de titel. Huachaunjeseenen op Engels would we zeggen respected of respect. En Jezus zei op een sted dat wanneer du die zelfs erheven was, dan was du raufgezaad worden. Dat moeten we van jou wel een beetje naar kijken. Wanneer we onszelf erheven en onszelf hoog geven, loten, dan worden we geduimoutig worden. We willen alle respect zijn. We gleichen alle, wanneer ons respect wordt. We gleichen dat wanneer we gleich zijn, dat mensen ons gleichen. En we gleichen dan wanneer mensen naar ons opkijken en zo verder. En omdat dat werkelijk niet goed, wer du best, we gleichen dat alle. Like, wer immer du best, we gleichen dat. We gleichen ongezeend te zijn, geacht te zijn. En we willen goed ongezeend te zijn. En dat is goed. Dat is een goede ding. En wat gaan we in dat duimoutig blijven? Dat we niet groot worden, wanneer mensen ons ook respecten. Dat moeten we van jou wel nog kijken, dat we duimoutig blijven. Wanneer du een man bent, een man die is, wanneer hij respect wordt, dat is een van de dingen wat hij het constant gleicht, waar hij hing rond is. En hij feit dat zegt dat vroeger ziet je een man enger doen, en vroeger mannen lief kunnen vroeger. En de mannen willen respect zijn, en de vrouwen willen je lief zijn. Nou, als je een vrouw bent, een man bent, jonger en meal, wie gleichen dat van ons wordt respect, en wie willen ongezeend zijn, wie willen respect zijn. En dat is een weg, waar we kan deze respect krijgen. De wereld, die hupsen aan zo te zijn, en fysiek zich dat vast te nemen, die willen deze respect ook hebben. Dat we ze mensen vielleicht verfahren en de eerste zet nemen, het beste nemen, het grootste beet nemen, of wat immer dat alles is. En dat is niet de rechte weg dat te doen. Jezus had ook, wenn dit ook wat te zijn, wanneer mensen den eerste plaats willen nemen, of den beste plaats. En dat is waar we van deel worden aankijken in de geschichte in Lucas, kapitel 14. We worden bij vers 7 aanvangen, wanneer je daar wel gaan draaien. En hier vangt hij ook weer aan met een geschichte vertalen, een parable en een gelijkenis te vertalen. En zo Jezus die weer aangelaten te deze fariseer zijn huis, een Huachaunjeseenen man. En ze weer dat topen haar de brood, uit dat top haar de onkas of wat immer. En maar dat zegt, als hij dat zegt, dat de mensen zich den eerste plaats nemen, dan vangt Jezus aan te vertellen. Dit is de geschichte wat hij daar vertelt. Lucas kapitel 14, vers 7. Hij zei over een gelijkenis te de aangeladenen, als hij maar van einem en die een arm aangeladen heeft, komt en zegt te die, je hebt dus een plaats en du met schon den laatste plaats nemen moet. Maar wanneer du aangeladen was, dan go en zet die op den laatste plaats doel, en dort, wanneer die komt, die aangeladen heeft, dan te die zegt, vriend, kom wieder op, kom hier is dit te zetten, kom hier verder zetten. Dan was die eer haar voor al die met die top om daar zetten. En dan zegt Jezus, wer zichzelf erheeft, wordt raufgezet worden, maar wer zichzelf raufzet, wordt erhoven worden. En dit gaan we aan mij steeds bij passen, is bloos van wie aangeladen zijn op een vast, dit gaan we in ons leven aanwenden. Dat is ganz leicht
der hingerste Saat zu nehmen, wird wieder hingehen stehen, wenn wir weiten, dass wir in jeden Wort sind von Menschen, die der Huachaunjeseenen sind, ist wie, vielleicht wo wir lang haben nur abgecheckt, oder Huacha gelehrt sind, oder was immer das alles ist, dann ist es leicht, wird je wieder nach hingehen. Aber wo das ein bisschen tough ist, und dann ist es schwander ist, dort ist, wenn wir glauben, dass wir sind, mit Menschen toppen wie uns so viel, dass die sind vielleicht geringer als was wir sind, und wir feilen vielleicht an so, dass wir sind eher die, danach demütig zu bleiben und die letzte oder der hingerste Saat zu nehmen. Und so Demut, was wir wel von der lehren, dass Demut, das ist ein Prinzip von Gott, wo wir würde können sagen, wo der Sehen von herrscht. Wenn wir sehen wollen in uns Leben, dann müssen wir uns even demütig zu bleiben. Das ist von wo der Sehen kommt. Und wenn wir das nicht reich kriegen, dass wir nicht Humility, wenn wir nicht Demut reich lehren, dann wollen wir nicht so weit kommen ans Leben. Und so ich will hier ein Clip von reden, du hast auch eine falsche Sicht von Demut. Und die falsche Sicht, was wir auch mal sein und was wir mal brauchen, was dann nicht reich ist, dort ist, wenn Menschen sich anfangen, selbst daran sagen, mit mir ist es nicht und ich sehe so schwach und ich kann das nicht und check mal, wer ich sehe und check von wo ich komme und wir ran ans selbst und das ist eine falsche Demut. Das ist nicht von was wir hier reden. Gott, der hat nicht uns geropen zu dort und das ist nicht, wer wir sind. Wenn wir sagen, dass ich kann alles tun in Christus, der mich stark macht, dann sind wir demütig. Wenn wir sagen, das ist nicht ich, aber das ist Christus, was der mich schafft. So ist das sagt in Philippa. Wenn wir sagen, dass welche Rate ist, hey, die was in mir ist, die was in der Welt ist, mit dort, dann sind wir demütig, wenn wir merken, Gott, Herr ist, was wir sind. Und wir pochen nicht mit uns selbst, aber wir sagen, wir sind Beruf mit, wer Christus ist in uns. Und wir stimmen mit. Wenn wir mitstimmen mit, was Gott sagt von uns, wer wir sind, mit dort sind wir nicht Beruf, mit dort sind wir demütig, wenn wir Beruf sind mit, wer Gott ist und wir mitstimmen mit, was er kann tun durch uns. Du bist nicht demütig mit die Salzstuhl ran. Jesus ist nicht gestorben für die, für dort. Er ist gestorben für die, dass du auch somewhere sein. Dass du auch somebody sein. Jesus ist für die gestorben und so nicht die Duhl ran. Demut ist ein Prinzip, wo wir dort tauschen, dass wir nicht alles weiten. Die Frau ist wirklich wie demütig sein. Und dort ist, wo wir dort tauschen und sagen, dass ich weiß nicht alles. Wir weiten nicht mal alles von uns in das Leben. Wir weiten nicht von uns in das Leben alles an. Wir denken vielleicht so, dass wir weiten, aber wenn wir später kommen, dass wir glauben oder dass wir denken, dass wir alles weiten, was kommt zu uns Leben oder zu unserer Welt, das ist, wo wir vielmal wieder ein Problem haben. Wenn wir so denken, no, ich weiß mich selbst, ich weiß mich selbst, ich weiß, was in meinem Leben angeht. Das sind dann, wer du bist, wo hoch du gekommen bist in dein Leben. Alle von uns haben einmal eine Stadt, wo wir sagen manchmal eine blinde Stadt ist, ein Blindspot, wo wir nicht alles gesehen haben von uns selbst. Und jetzt ist, wenn wir eine Chor fahren, wenn eine Chor uns vorbeifahren, auf einmal ist da eine kleine Stadt, wo ein Blindspot ist, die haben wir nicht gesehen. Und wir sind alle im Leben, es ist dort kein Not, wo wir kommen, dort wir noch mal einen Blindspot haben in uns Leben, wo wir nicht alles sein können. Und so wir brauchen dort, dass andere Menschen uns Ansicht geben und uns zu uns reden und uns Opinion geben, eine Meinung geben über Dinge. Und dort hilft uns, dort wir auch demütig bleiben, wenn wir weiter nicht alles. Wir brauchen Menschen, die zu uns reden, die uns helfen tun. Und das ist nötig, dass wir dort tauschen, dass wir nicht alles weiten. Wenn du auf einmal bei einer Stadt kommst, dass du dort bleibst, dass ich brauche keinem und ich habe das alle gecovert, ich weiß mich selbst, ich weiß alles. Das, wo du dich selbst bestellst, so zu sein, dass Menschen nicht keine gute Ansicht geben in dein Leben. Ansicht von Menschen vielleicht, die Ansicht haben von in welcher Area von Leben, was du wieder sind, ist du, oder besser weiten, in welcher Area im Leben ist, was du weißt. Und so du wirst niemals bei einer Zeit kommen in dein Leben, wo du bei der Zeit kommst, dass du nicht brauchst Lehr, oder nicht brauchst Wissen, oder bei einer Stadt, wo das nicht wichtig ist, dass ich mal demütig bleiben. Du wirst niemals bei der kommen, dass es nicht wichtig ist, zum demütig zu bleiben.
demütig sein, humble sein, dat is niet een ding wat er bis groot zo vanzelf komt. En dat valt plus alle in onze schoot aan en dat is plus wer wie zijn. Ik geloof voor sommige mensen is dat leichter, demütig te zijn, als voor anderen. Ik kijk naar mijn schwiegermama manchmal, naar grandma. En ik denk, mir zit dat zo leicht voor haar, dat ze zo demütig is. Maar ik geloof voor alle van ons is het een tijd ook, wo dat schwer is, wo dat schwander is, om wirklich in Demut te gaan, om een wandel te hebben, dat we gaan met Demut. En wo we dat moeten leren. Zo dan de vraag is, hoe kan ik dit leren in Demut te gaan? Dat ik een leven heb wat dat bewijst dat ik demutig zie. En een van de dingen is dat we ons leren dat we naar andere mensen harken. Ik wil zeggen, de eerste stap is dat we ons leren naar anderen ook te harken. Dat is wat velen van ons niet zo erschijnt, naar anderen te harken. We zijn veelmaal zo dat het beste ding wat er wordt passeren is wanneer mensen mal worden naar mij harken. En wanneer die persoon mal wordt naar mij harken en harken wat ik te zijn ha, dus ik heb wat te zijn, ik weet beter in dit. En dat is wie veelmaal zijn. Maar ik geloof, een van de stappen om demütig zijn, dat is wanneer we wellig zijn naar anderen te harken. De eerste stap is mal te nemen, harken wat andere mensen hebben te zijn, even van mijn leven. We moeten ons leren in demut te gaan met de genade van God, wat Hij over ons heeft. Dat is niet uit wer du bent, waar wie du gekomen bent in leven, dat is allemaal in stijl demütig te zijn. We hebben verschillende stilos wat er gaan en komen, en aber dat is allemaal in stijl dat we gaan in demut. 1. Petrus 4, vers 5, daar zegt het krijg zo, je jongeren, ziet de ouderen enger doen, en alle ziet einer den anderen enger doen. En ziet ongetrokken met demut, wels God waar staat de hoogmoedje, aber de demutje, aber jaf de demutje genade. En zo we moeten ons leren in deze genade te gaan. Alle van ons zijn geroepen om enger doen te zijn, te de nächste enger en ander. En dat is wat demut is. Du lebst nicht allein auf einer Insel und du kannst die Entscheidung merken, dass du was und keinem geht dort was an. Die Entscheidung, was du merkst in deinem Leben, geht eine andere Person oder andere Menschen, geht dort was an. So wie keiner von uns lebt allein auf einer Insel. Sondern wo hoch du kommst in Leben, wo weit du bist gekommen leben, wo immer das ist, was dein Ziel ist, wo du bist angekommen leben. Er wo groot die Verantwortung sind, oder die Verantwortung war immer gerade even. Ich will ein bisschen Mut merken, dass wir demütig bleiben in dort. Ich kann besonders eine Person, wo ich viel noch abkicke, wo ich ihr mal mit rede und mal mit taub komme, ich kicke ihm an, das ist eine Person, die hoch angesehen ist, die sehr klug ist, mir kann die Dinge Weisheit geben und mir Dinge vertellen, was mir hilft. Hij ist sehr wohlhabend, hat gut getan im Leben, hat sehr große Verantwortung im Leben und ist buitengewoonlijk sehr stark in sein christliches Leben. Und danach sehe ich erstaunt über die Demut, was er hat in das Leben. Das ist nicht zu viel, dass er große Verantwortung hat oder dass er wieder gekommen im Leben ist. Das ist so demütig. Und das ist mein Ziel von uns allen, dass wir wiederkommen leben, dass wir Fähre schaffen, aber dass wir nicht stolz waren, dass wir humble bleiben, mang die Success, mang die Dinge, die wir erreichen in uns Leben. So dass keinmal ein Punkt im Leben, wo du wahrscheinlich kommst, dass du nicht brauchst, das Eiven, um demütig zu sein. Und das ist auch kein Allah, was du erreichen wirst, dass du sagst, okay, nu sieg bei das Allah, nu brauche ich nicht mehr, das Eiven demütig zu sein. Ich glaube, alle von uns denken, dass wir müssten bei den Kindern da sitzen, man top kommen das wir. Und wir dachten, wenn ich einmal was kann, bei den großen Dash sitzen. Nu sehe ich noch ein bisschen klein und ich muss hier sitzen und wir wollen lernen, bei den großen Dash sitzen, wenigstens mit der Jugend top. Oder, wenn ich schon 21 bin, wenn ich schon bei dort alle sein, oder wenn ich schon mein eines Haus sein, mit mein eines sein, oder wenn ich nicht mehr brauche, wenn ich mein einer wird sein. Und dann kommen wir bei dort im Leben und danach, was wieder keinmal nicht rührt,
wo weit wir kommen ans Leben, dass wir nicht brauchen, even demütig zu sein. So die Schrift die sagt, dass alle von uns, wir sollen angetroffen sein mit Demut einer zu den anderen. Und so, wie würde ich gerne sagen, dass, wenn wir nicht demütig sind, dann habe ich keine Kleider an. Und ich kriege viel deutsche Wörter ab, wenn ich studiere, wenn ich kann nicht all die deutsche Wörter. Und so, ich kriege das Wort bloß ab, naked, und dort sehe ich, splinternackt. Da wird mir noch sagen, was nicht, heute noch nicht hier. Und aber vielleicht kriege ich das auch rechte Bild ab einmal. Aber wenn wir nicht demütig sind, dann stehen wir splinternackt, so zu sein. Und lass mich uns sagen, wo wir sind. Das meint, wir stehen da ohne Kleider, wir haben kein Schild für uns, und nu kann irgendwer uns wehtun. Nu können wir seine Weihe tun, wenn Demut haltet und denkt, Demut, das ist es, wenn wir Schutzkleider anhaben. Und wir haben das manchmal überrascht zu hören. Wir denken so, wenn ich mich Beruf tun, wenn ich mich stark anstelle, dort wo wir protect sind. Und wirklich, Demut sind es Schutzkleider, was wir anhaben. Wir denken vielleicht so, dass, wenn ich mich demütig anstelle, dann will ich mich in Gefahr stellen, dass ich raufgesagt worden, ich will schwacher sein und mich so weit tun, aber das kriegt die jeder. So wenn wir das in Denk hält, dass Demut, das sind es Schutzkleider an uns an. Und so wenn jemand die beleidigt hat und die Weihe tun hat, oder bei die über der Länge gestorben ist, so zu sein, das wenn wie das, die Schrift kann ausleben, was wir gelehrt haben, und was das sagt, eine gelinde Antwort, die stellt den Euer. Wenn somebody wer was uns sagt, und wir ut Euer trägt sein, und wir uns selbst verstehen und defenden, uns defending, dort sind Betzes, wenn wir unsere Kleider verlieren, und wir stehen da, und uns können wir Weihe tun. Und wenn wir demütig bleiben, dann halten wir unsere Schutzkleider an, und uns kann nicht so leicht, wer Weihe tun war. Wenn Demut ist uns Protector, das wird uns beschützen. Gott, der war steht, der wird stolz sind, und aber er hat Gnade zu die, was demütig sind. Uns fehlt es alle an Gnade, und so, wir können es nicht allein tun, aber Gott gibt uns die Fähigkeit, in dieser Demut zu wandeln. Wenn wir nicht tun, dann fangen wir an, Entscheidungen zu merken, ob uns stoltet, wenn uns das werden wir tun. Wenn wir über den Leinstaub bei uns und wir nicht demütig sind, dann merken wir Entscheidungen, ob uns stoltet, und dort kann uns bloß noch wieder wegleiten und weiter tun. Wir denken vielleicht manchmal so, wenn dort keiner nicht mehr wird uns weiter oder uns recht behandelt, dort dann würde alle Dinge ab einmal anfangen reich zu gehen. Aber ich glaube, ich habe nicht so eine Zeit hier, dass was so weit kommt, dass keiner uns noch mal was über den Lein stauben. Und das ist, wo wir mal das abpassen. Wenn auf einmal wer was sagt, der über den Leinstaub so zu sein bei uns, dass wir abpassen, dass wir nicht unsere Demutskleider verlieren und mit euer Träg anfangen zu reden. Wir müssen bis careful sein an den Stauben, wo wir gehen down. Ich weiß nicht, wer von euch noch mal das Junges sieht, was das ein langer Pool hat, ein Rane mit diesem Pool, und schmiedet sich hoch über eine Stange. Seien das noch mal in den Olympics. Und er kickt mich dort ein bisschen über. Und diese Jungs, die fangen sehr vorsichtig an zu ran. Jeder Staub, was sie nehmen, ist sehr wichtig, wo sie hinstauben. Das ist sehr wichtig, wo sie den langen Stock hinsetzen, dass sie nicht da kommen, dass sie eine Chance haben, da zu kommen. Und wenn sie auf einmal ein klein bisschen ut sind, ut der Position, dass sie nicht reich gestaubt haben, oder den Stock nicht haben Bereich steht, haben gesagt, dann ist es, wenn das alle ut hineinfällt, und sie kommen dann nicht über. Und Betz ist dort zuerst dort, wenn wir Entscheidungen merken, based on oder ab dem Grund von, wenn wir uns haben tun. Wir sind bitte der Timing von was Gott hat für uns in uns Leben. Gott will schaffen in uns Leben, aber wenn wir Entscheidungen merken, und den Grund von wer uns haben tun und mit euer Anfangen zu schaffen, das ist, wenn wir bitte ein Timing sind. Wir haben nicht reich gestaubt, und Gott kann nicht die Dinge erreichen in uns Leben, was er will erreichen. So du kannst nicht Entscheidungen merken, je Grund abstellt hat. Gott will uns ein Hecht geben, Gott will die erheben. Gott will er will die erheben, er will die abheben. Und du sagst vielleicht, well, was hält dann träg? Was hält dann träg,
dass Gott mich nicht erhebt? Und die Antwort ist, du bist du selbst. Du hältst die trägt. 1. Petrus 5, Vers 6, da sagt es das. Demütig, jünt in Gott seine gewollte Hand, dann wird er jünt abbrechen. Er wird jünt abbrechen. Das braucht bloß, dass wir ehrlich sind, demütig zu sein. Das meiste ist, wenn Gott sagt, mir fehlt es an deine Freiheit, mir fehlt es, dass du mir allein hast, dass ich die kann abheben. Und so will wir Gott Freiheit geben, zum uns erheben. Und das sagt, demütig jünt, in Gott seine gewollte Hand, bis anerkennen, dass er ist über uns, wir weiten nicht alles, wir brauchen Gott in uns Leben und dass wir uns in Gott stellen. Und so die Frau ist von der, bist du ehrlich, oder gibst du am Freiheit in dein Leben, um die erheben, um die abzureichen, von wo immer du bist? Bist du ehrlich, um zu sagen, ich sehe ehrlich, dass andere Menschen können zu mir reden, mein Partner, mein Freund, dass andere Menschen können in mein Leben anreden? Bist du ehrlich, dass Tote stehen, ich weiß nicht alles? Ich weiß nicht alles. Ich brauche Menschen, die in mir anreden. Andere grote Ding ist, bist du ehrlich, um abzuhören, um die selbst Doel zu ran und zu sagen, mit mir ist es nicht, mit mir hält es nicht an und kann ein wenig. Bist du ehrlich, dort abzuhören, wenn das nicht, was Gott sagt über die? Ich muss auf das Tausch stehen, dass ich weiß nicht alles. Und wenn ich dort nicht tue, wenn ich dort nicht dort Tausch stehe, dass ich nicht alles weiß, das meiste ist, wenn ich Gott auf sei, von mir sehen, von dass ich ihm nicht Freiheit gebe, von mir zu sehen. Und dort sagt dann, ich sie nicht demütig, und ich merke das ob, so zu sein, ich stehe hier ob, dass andere Menschen oder andere Dinge können mich anfangen weiterzutun. Andere Menschen, und wir wissen auch, dass die Feinde jetzt haben und versucht, uns zu vernichten. 1. Petrus 4, Vers 8, da sagt er, dass wir sollen wacker sein, wir sollen nicht sein, wenn uns jener, der Teufel, der jetzt haben, aus dem brallenden Leben, zum sein, wem er wird können verrieten. Und so was das ist, der Teufel, der kickt sich rum, zumindest was er auf der Welt rum, kickt nur Menschen, die stolz sind, die hochmut sind, because er weiß, dass dort wir arm, dass wir sehen können, dass wir in den Himmel fallen, dass wir in den Himmel reiten müssen, dass wir in den Himmel fallen, wenn Gott ist. Und er kickt über die Welt mit so rum, ich stelle mich so vor, er kickt und sagt, wer sind die stolzen Menschen, wer sind die großen Menschen, die sagen, ich kann alles allein, ich will mich selbst weiten, ich brauche keinen Mensch, der in mich anredet, ich habe es selbst alle erregt. Er sagt nur Menschen, die voll Hochmut und Stolz sind, zum sein Herrn, die keine merken voll. Wenn er auf einmal wem sitzt, wenn der Feind auf einmal wem sitzt, was voll Pride ist, voll Stolz und Hochmut ist, das meiste ist, wenn er eine Kuh gefangen hat, was der aufsteht mit der schlechteste Bahn und kann ein bisschen mitnehmen, die ihn immer, was das nicht mal an. Das ist ist, wenn er auf einmal eine Pferde bei ihm Haus sitzt, was dort aufgeblieben ist. Somebody hat der aufgeladen, mit Stolzheit. Und das, wo er kann ankommen. Und das, wo es wichtig ist, dass wir diese Stolzheit in uns Leben bieten wollen und dass wir lernen, demütig zu bleiben. Wir haben demütig bleiben, dass wir in Demut leben. Und so werden wir das nicht vergessen. Demut ist, das ist unsere Schutzkleider, die uns beschützen, gegen den Enemy, gegen den Feind, gegen andere Menschen, die uns wollen. Demut ist, was uns beschützt. Und wir haben das vielleicht manchmal anders zu hören. Wir denken so an, wie uns mal war brav handstellen und mal dull war und mal sei, wo das steht. Das, wo wir unsere Kleider verlieren. Und das, wo wir lernen, ist, wo uns was wir tun. Und so werden wir demütig bleiben in uns Leben. Seid angetragen mit Demut, sagt 1. Petrus. Seid angetragen. So werden wir denken. Seid angetragen mit Demut. Weil Gott war steht, der Hochmut, aber der Demut, gibt die Gnade. Alle von uns würden sagen, ich brauche die Gnade. Ich brauche diese Gnade, bloß zum durchs Leben durchzugehen, mit anderen Menschen vorig zu werden. Ich brauche diese Gnade. Und so werden wir demütig bleiben, wenn das, wo wir Gnade kriegen. Bleibt angetragen
mit Demut. Ich hoffe, das ist ein Segen gewesen, das wird von Jünd, bei Jünd. Jesus, die sehen das wird. Ich glaube nicht, dass bloß wir zum Zeit Fall in ein Programm, dass wir wird, was er sagt, was darauf ankommt, die Zeit, ist er angeladen wird, die Menschen versuchen, die erste Städte zu kriegen. Und in Wasser leben wir auch in der Zeit und even in unserer Jugend, wo wir versuchen, das Erste zu sein und das wiederzukommen, dass alles so gut, wenn wir wiederkommen, in dort alle, weil wir das keinmal nicht vergessen, dass wir demütig bleiben, dass wir diese Kleider anholen von Demut. Amen. Gut, Frauen, dort abstehen, weg mit YouTube beten. Vorher, wir danken dir für dein Wort. Jesus, wir danken dir für diese Gleichnisse, was du gesagt hast, was du abgeschrieben sind, was wir von dir noch lesen können, was von dir noch Meinung haben zu uns. Das ist nicht bloß eine Titel, aber das ist eine Wahrheit in das Bern. Und ich frage Gott, dass wir das ausleben, dass wir das im Denken, dass diese Demut, das Schild von dir, das ist ein Prinzip, was von dir kommt. Jesus, du wirst so demütig. Wir sehen dort even über diese Zeit, was wir nun ankicken in Austern, so dass du dein Leben gibst, so dass du gelebt hast, dass wir Humility, dass wir Demut. Und help uns in das auch zu leben. Help uns in diese Wahrheit zu leben, dass wir up sind, versehen in uns Leben, wenn wir demütig sind. Help uns, dass wir diese Wahrheit nicht wahr für jeden, das ist ein Prinzip. Dankeschön Gott für uns sehen, Dankeschön für mit uns sein, für deine Gnade, was der uns hat, deine Gnade, was uns hilft, in diese Demut zu wandeln. Gott, wir fragen auch um Vergebung. Wir stehen hier für dich und wir sind erinnert an unser Leben, wo wir sind über der Länge gestorben und wo wir grouch und stolz sind geworden und haben so gelebt, als wenn wir selbst uns weiten und wir weiten alles. Und wir fragen um Vergebung. Wo wir sind über gestorben und in Stolzheit sind gestorben. Vergib uns für das und help uns wirklich zu wandeln in Demut. In Jesu Namen fragen wir das. Amen.